muss ja auch nicht immer ein eigener Van oder ein eigener Minivan und ein eigener Ausbau sein. Man kann ja auch einfach eine fertige Box reinstellen. Und da gibt es ein Unternehmen, das nennt sich Kuckuck. Und das spielt so ein bisschen darauf an, dass der Kuckuck, der Vogel, ja sein Ei auch gerne mal in fremde Nester legt. Und sowas kann man ja dann natürlich auch mit einer Box machen. Und wie die genau ausschaut, was die kann, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Es gibt zwei verschiedene Modelle. Hier ist das Modell für die kleinen, die Kombi-Box. Die passt zum Beispiel in den Caddy rein und alles, was so die Größe hat. Das sind insgesamt so 35 Fahrzeuge, wo die reinpasst. Und das ist auch entsprechend auf der Webseite beschrieben, wo das passt, wo man wie mit den Sitzen rangieren muss, dass die reinpasst. Wenn wir uns die jetzt mal schnell aufmachen, dann gibt es hier einerseits die aufklappbare Küche mit einem Gaskartuschenkocher mit 2 Flammen. Gaskartusche hat natürlich den Vorteil, dass man keine Gasprüfung oder sowas braucht. Unten hat es ein Staufach, da passen sehr gut auch Dosen oder Pfannen und so weiter rein. Auf der anderen Seite gibt es 2x10 Liter Kanister. Frischwasser kann man gut noch tragen. Daneben gibt es ein Fach, wo zum Beispiel hier Stühle reinpassen und unten gibt es 2 solcher Schüsseln. Daneben gibt es optional einen Schwerlastauszug, wo man dann zum Beispiel eine Kühltruhe draufstellen kann. Man kann das Fach aber natürlich auch als Stauraum für Rucksäcke und so weiter nutzen. Darüber, ihr könnt das sehen, es ist eine dicke Schaumstoffmatratze, die entsprechend für Komfort sorgt, also keine irgendwie so eine kleine dünne Matte, wo man danach direkt Rückenschmerzen hat. Und für die Fahrt gibt es hier solche Lederriemen, da kann man, hier oben gibt es auch nochmal einen, dann befestigt man das, damit dieses Teil hier auch auf keinen Fall, während man bremst oder so, nach vorne schlägt. Die Box hier, das Standard-Basismodell, kostet rund 2000 €. Wie gesagt, Schwerlastauszug ist optional und die Kühlbox muss man auch noch dazu nehmen. Gewichtsmäßig sind wir bei der ganzen Konstruktion, die auch nicht auseinandergenommen werden kann, weil das Bett fest da drauf ist, sind wir bei 65 Kilo. 4 Hände wären da natürlich gut, sprich 2 Personen, um das ins Fahrzeug reinzutragen. Danach hat es unten so ein Schienensystem, dass man das reinrollen kann. Festgemacht wird das mit einer Spanngurte, also es wird festgezurrt, die Spanngurte ist auch im Lieferumfang mit enthalten und weil man halt nicht auf vorhandene Schienen setzt, bringt man das in so viele verschiedene Modelle rein. Wer zum Beispiel einen Bulli hat, der hat ein bisschen mehr Platz und der kriegt dann auch eine größere Box. Vor allem ein bisschen mehr Stauraum ist da gegeben. Das Bett ist dann einzeln, weil im Bulli hat man ja ganz oft schon die Schlafmöglichkeit mit drin. Trotzdem gibt es noch mal eine Matte dazu. Wir schauen uns das gerade mal schnell an. Warum? Weil die ist noch mal dicker. Das ist quasi wie ein Matratzenaufleger, ein Topper, der dann einfach für eine ebene und geradere Liegefläche sorgt. Der Teil ist einzeln und kann somit je nach Bedarf genutzt werden. Hier hinten sieht man, da hat eine deutlich größere Kühlbox Platz. Auch das ist aber natürlich Zubehör, wie auch hier der Schwerlastauszug. Ich habe hier einen kleinen Spickzettel erhalten. Hier könnt ihr die kompletten Boxenpreise sehen. Es gibt es also für ganz verschiedene Typen. Es gibt die auch für den Defender oder für die G-Klasse. Versand in Deutschland kommt dann jeweils noch dazu mit 100 € Spedition. Ja, und dann kann das natürlich auch ein cooles Modell für Carsharing-Leute sein, die sich gar nicht ein eigenes Fahrzeug leisten wollen, weil die Box natürlich hier auch in diverse Modelle reinpasst. Oder man hat halt wirklich das Alltagsfahrzeug und die Box für den Campingurlaub zu Hause. Eine coole Sache, ein cooles Logo auch oder ein Name, der hat richtig so, ja, der hat eine Geschichte, das kann man sich merken. Kuckuck also, wenn ihr da mal Lust drauf habt. Ja, solche Boxen gibt es natürlich auch von anderen Herstellern und hier bin ich bei einer sehr modular organisierten Firma, bei der Busbox. Hier gibt es ganz verschiedene Boxen bis hin zu einfach nur Deckeln und das schauen wir uns jetzt im Detail an, weil ich finde schon, das ist auch wirklich eine sehr coole Lösung. Wir fangen mal hier bei der Standardbox an, sage ich mal. Das ist ein Schränkchen hier, das obere, das ist ein Teil. Und hier unten gibt es dann nochmal 2 einzelne Schränke dazu.
Ihr seht auch immer gleich die Preise so ein bisschen dranhängen. Die kleinen Schränke da unten sind jetzt bei je 250 €. Beim oberen, bei der Küchenbox, kommen wir auf 699 €. Da ist dann hier das Waschbecken ist mit dabei. Unten hat es auch einen Abwasserkanister drin. Hier drüben gibt es den Frischwasserkanister. Viel Stauraum bleibt nicht mehr, aber ein bisschen was kriegt man schon auch noch rein. Und für das sind dann ja eben auch die unteren Boxen. Dazu kann man, wenn man das möchte, ein Induktionskochfeld haben. Das kommt dann nochmal mit 105 € dazu. Ist aber natürlich auch optional. Es gibt auch einen Gaskartuschenkocher. Im Fahrzeug sieht der Cube dann so aus. Der wird in die Schienen vom T-Bus eingehängt und festgemacht. Das kann man dann natürlich auch während der Fahrt so stehen lassen. Oder man baut es aus, je nachdem, wie man es halt gerade will. Dazu gibt es ganz viel Zubehörmöglichkeiten. Es gibt da hier zum Beispiel die Körbe, das sieht mir dann nach IKEA-Zubehör noch aus, dass man hier zur Unterteilung reinstecken kann. Aber der Hängekorb, der passt. Oder es gibt hier auch Taschen, die man auf die Seite hängen kann des Busses und so nochmal Stauraum machen. Und ganz wichtig, wahrscheinlich hat es der ein oder andere auch schon entdeckt, es gibt auch die Bierbox, damit man hier das Bier schön praktisch einhängen kann. Die Box gibt es aber auch noch mal anders. Das ist dann die Küchenbox und die schauen wir uns auch noch schnell an. Hier haben wir das 2-in-1. Einerseits Küche, wie wir das vorher schon gesehen haben, mit Waschbecken und hier auch wieder mit dem Brett dazu. Wir haben hier sogar noch elektrische Anschlüsse. Und dann gibt es auch hier von Engel noch einen Kühlschrank dazu. Normalerweise kennt man von Buddies ja eher die Kühlbox. Hier hat man einen Kühlschrank, wahrscheinlich etwa das gleiche Fassungsvermögen, aber natürlich deutlich besser organisiert. Und da kann man auch ein bisschen besser Ordnung halten. Den Kocher haben wir hier so wieder dazu. Und im Fahrzeug schaut das dann zum Beispiel so aus. Vorteil natürlich auch, bevor man es arretiert, man kann das noch hin und her schieben im Fahrzeug, so dass es dann passt für einen selber. Unten gibt es noch eine Schublade. Da hat man zum Beispiel für Besteck noch ein bisschen Platz oder Kochutensilien. Ein paar Gewürze passen da natürlich auch noch rein. Hier können wir gerade das ganze Zubehör sehen, von Haken über der Bierbox. Es gibt auch so eine Wäscheleine, die man außen an der Reling festmachen kann. Die Stopper, damit man auch selber was bauen kann, auch die gibt es einzeln zu kaufen. Die Powerbox wird unter den Beifahrersitz gebaut und die zusätzliche Batterie verstaut sich dann unter dem Fahrersitz. Es gibt 12 Volt Anschlüsse plus USB Direktlader. 230 Volt Anschluss gibt es ebenfalls, der funktioniert aber natürlich nur, wenn Landstrom auf dem Campingplatz zum Beispiel vorhanden ist. Alles zusammen kann dann so zum Beispiel aussehen fürs Heck mit einem Schwerlastauszug, den man entsprechend da natürlich dann raus und reinschieben kann. Wir haben wieder die Küchenbox, das sind wieder die gleichen Elemente wie zu Beginn. Hier das doppelte Element, da ist jetzt das eine Single hier mit dran, mit Induktion hier. Und dahinter hätte es zum Beispiel noch Platz für eine Kühlbox und für Stauraum. Auch kann man hier die Matratze, die dreiteilige, dazu erwerben. Viele haben ja die Möglichkeit, die Sitze umzuklappen, aber halt nicht ein Bett im Bulli. Und da kann man dann mit dieser Auflage doch auch eine schöne Liegefläche kreieren. Ganz schön spannend, was man hier alles für Möglichkeiten sieht auf der Messe. Und ja, vielleicht ist das ja was für euch oder ihr mögt es noch ein bisschen rustikaler, weil es gibt hier, das habe ich vorher ja auch gesagt, quasi einen Deckel für diese normalen, aus dem Baumarkt erwerblichen Boxen. Das schaut dann nochmal so aus. Einmal haben wir hier die Auflage, die oder die Küchenauflage mit Waschbecken. Das hat unten einen Kanister drin. Ablauf hat das keinen. Da muss man einfach hier drin stauen und das dann danach entsorgen. Hier gibt es auch einen Kocher, den man noch draufstellen kann. Und ihr seht das, das ist jetzt einfach nur hier so eine Platte, die auf diese Kissen gelegt wurde. Das gibt es auch mit der Induktionplatte. Die läuft dann allerdings ja wieder auf 230
Volt und somit wiederum nur mit Landstrom oder halt mit einem Wechselrichter, Spannungswandler betreibbar, aber das braucht halt schon ziemlich viel Saft. Da muss man die perfekte Lösung dann schon, was den Strombedarf anbelangt, im Fahrzeug haben. Ja, Busbox gibt es online zu bestellen. Die kommen, es gibt ein Vertriebshaus in der Nähe von München, da kann man auch mal vorbeigehen. Sinn und Zweck wäre aber eigentlich schon, das online zu bestellen oder natürlich hier auf Messen.